Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Days Gone auf Pelzig. Und wir würden dann doch gleich mal Schizo verhöhnen, würde ich mal sagen. Gefällt dir die Bude? Verhöhne Schizo. Machen wir. Knascht haben wir bisher auch noch nicht gesehen hier. Ah ne, das ist wohl eher unter. Wahrscheinlich irgendwo beim Sumpf, in so einem Drecksloch. Ugh. Aber doch hoffentlich nicht in einem Zelt. Weil hier ist wohl das Zeltlager für die Ärmere. Ne, das scheint ja wohl hier der Knast zu sein. Oh ja, da sind noch zwei Bewacher vorne dran. Kerl. Komme ich da durch? Nö. So komme ich nicht an das Schizo dran, aber vielleicht von außer, wie bei solcher klassischer Western-Knasts. Ja. Hey Schizo, wie läuft's denn da drin? Gefällt dir die Bude? Deke! Deke! Red mit mir, Bruder! Ich hab's nur getan, weil... Erstens, ich bin nicht dein Bruder. Und zweitens, ich weiß, warum du's getan hast. Oh, Deke, komm! Verdammt! Es war nichts Persönliches. Das weißt du doch. Es ging nicht anders. Mann, red mit Iron Mike. Sagst du's ihm? Sag ihm, dass ich nur das Camp retten wollte. Das ist alles, wirklich. Ich rede mit Iron Mike. Sobald sie dich für schuldig befunden haben, hole ich mir deinen verdammten Arsch. In der Nacht werden Boozer und ich dich fesseln. Wir platzieren dich einfach mitten auf der Straße und warten auf eine hübsche Horde. Deke, du musst mir zuhören, Bruder. Wie sich das wohl anfühlt, ha? Lebendig gefressen zu werden. Deke, ich wollte nur Carlos aufhalten. Und die Ripper. Und das Camp retten. Das ist unser Leben, Deke. Weißt du was? Ich glaube, wir warten gar nicht ab, bis sie dich schuldig befinden. Leb wohl, Schizo. Krass. Okay, bleib bei deinen Freunden. Tja. Deke! Deke! Interessant ist Verdammt, übrigens hör mir auch, doch zu! dass Deke! Deke anscheinend kein Chapter Tut mir Arc leid, hört, Bruder. was ich gerade so sehe. Tut mir leid! Von Ich seinen wollte es nicht Mongrels. tun, aber ich musste. Du siehst Und ja ich nämlich wollte wirklich nicht, dass es so endet. Nomad, also Nomade. Deke, hör Der mir scheint zu. keinem Chapter Art zu gehören, sondern ist wohl auf Wanderschaft gewesen von Chapter zu Chapter, wo er halt gebraucht wird. Ja, da sehen wir mal wieder so ausgebrannt die Bude, was die Ripper gemacht haben. Und wie gesagt, hier daneben ist der Nomad Patch. Das ist ganz interessant. Also cool irgendwie. Müsste ich bei Boozer auch mal drauf achten, ob das auch ein Nomad ist. Oder ob der im festen Chapter Arc hört, weil das ist normalerweise vorne auf der Kutte noch mit dran. So, dann gehen wir da nochmal hier. Obwohl ich die, ah ne, in Schizos Hütte. Ah, okay. Also nicht in der Lodge, sondern in seiner Hütte jetzt. Ich muss an die Sprengschnur ran. Schizos Hütte. Mal sehen, was sich der Gute so zusammengeklaut hat. Das steht mich auch interessieren, was der von seiner Dappische Erbert, die Leute auf der Farmerart zu peitschen und nichts zu schaffen, sich zusammengeklaut hat. Und ich habe diesem Arschloch vertraut. Die Wunde müsste sich auch mal auf den Eddie Arco gelassen. Hallo. Schätze, Schizo wird das nicht mehr brauchen. Okay, was gab's dann jetzt noch Gutes? Fahre zur Position, ja, bleibt. Oh, wow, 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 Spezialwaffe. Ja, das ist, glaube ich, ein neues, ne? Aber können wir derzeit eh noch nicht verwenden. Schauen wir mal, was uns das hier noch bringt. Eddie, sicher ist sicher. Ja, Es geht so die schwarze Liste. fixiert. Wir wissen, was das heißt. Auf meiner schwarzen Liste steht nur einer, Schizo. Du. Oh. Wir haben welche Bilder, die er noch verbrennt. Okay, ja, die jetzt unsichtbar und verschwunden sind. Okay. Das ist aber ein ziemliches Loch, wo er lebt. Also Ordnung kann der anscheinend auch nicht halten. Gut, dann geht's jetzt wo hier? Das könnte klappen. Jemand, den ich mal kannte und alles, was wir haben. Story in Sicherheit. Schauen wir mal. Weil die Sache mit der Horde wurde also nicht arg gegangen. Und das hätte ich eigentlich schon ganz gern erledigt, dass wir dort dann
Sprengstoff endlich mal bei der Höhle zünden. So, zu Eddie wollten wir ja sowieso, ne? Und da müsste Deke sich einmal dringend seinen Arm verbinden und behandeln lassen. Also dann. Schauen wir mal, was jetzt an Sequenz wieder Lustiges kommt. Oh, Ich kann das nicht mehr. schon okay, mir geht's gut. Was ist denn los? Ich bin eine Tierärztin, verdammt. Ich kenne mich nur aus mit Koliken, Dämpfigkeit und Hufkrankheiten. Sieht das für dich aus wie ein Scheißhuf? Eddie? Nein, Eddie? du hast gesehen, was Boozer passiert ist. Ich kann das Hey, nicht. Es gibt so Eddie. viele Verwundete. Eddie. Und so viele sterben. Eddie. Deacon, ich bin keine Ärztin. Okay, vielleicht nicht. Aber wir haben nur dich. Ein Tierarzt ist besser als gar nichts. Das war der Herschel in The Walking Dead. Ach, wie gesagt, du in einer Apokalypse, du nimmst, was du kriegen kannst. Also, Eddie das ist könnte keine klappen. Ärztin. Okay, du bist also keine Ärztin, aber hast trotzdem Boosers Leben gerettet. Jo, richtig. Das sagt schon eine ganze Menge. Und wie gesagt, Tierarzt ist ja durchaus entsprechendes Studium. Also, so scheiße ist das nicht. Okay, da muss ich jetzt... Gut, ist so. Habe ich ja kapiert. Okay. Gehen wir halt dort hier. Nicht zum Bike. Und schauen wir mal bei Deeks und Boosers Hütte. Was du jetzt kommt. Hey, Deke. Ich wollte den Sprengstoff überprüfen. Sicher gehen, dass die Ripper ihn nicht geklaut haben. Und dann war ich in Skizos Hütte, nach der Sprengschnur gucken und wäre ich mal gleich hergekommen. Das hätte Zeit gespart. Verschwinde von hier, Ricky. Wir können die Höhle doch sprengen, oder? Ich komme mit. Als ich klein war, fand mein Vater ein Rattennest unter einem der Schuppen. Willst du wissen, was dann? Ganz kaum Er erwarten. wartete bis zum Morgen und als sie alle schliefen, legte er Sperrholz über das Loch und ließ mich den Gartenschlauch holen. Und dann sagte er, das werde ich nie vergessen. Er sagte, Ratten tötet man am besten durch Ertränken. Boah. Du willst das Reservoir über dem Camp sprengen? Das könnte klappen. Deacon, du Sie wollen in kannst Frieden nicht... ruhen, ich helfe Ihnen dabei. Deacon, das kannst du Und warum nicht. nicht? Wegen Iron Mike? Wegen einem verdammten Vertrag? Du weißt, ich will Skizzo den Hals umdrehen, aber er hat recht. Carlos gibt nicht auf, Ripper geben nicht auf. Und du weißt es. Das ist doch eher was Persönliches. Ja, es ist persönlich. Das sollte er zumindest mit Mike besprechen. Also ich persönlich würde es mit Mike besprechen. Der wird zwar nee sagen, aber es ist eine Lösung. Könnte Lösung Boozer, sein. ich komme zum Tor rüber. Bist du bereit? Bin schon unterwegs, Bruder. Interessant ist übrigens auch Okay, sein Patch, ich bin sagt fast da. Enforcer. Also das wird bei einer Seite, der als Nomad von Chapter zu Chapter geht und dann die die Kills im Prinzip für der MC begangen hat. Oder die Leute zusammengeschlagen. Auf jeden Fall einer, der ausführend die Entscheidungen vom President durchsetzt. Wobei die Nomads sind an sich zwar kein ortsgebundenes Chapter, aber Nomads sind ja normalerweise auch als eigenes Chapter mit dem eigenen Präsident der Nomads organisiert. Bei Boozer achte ich jetzt auch mal drauf, ob der auch einen Nomad-Patch hat oder ob der im festen Charter-Chapter, was auch immer, zugehört. Auf jeden Fall war er Sergeant at Arms. Nettes Gewehr. Oh ja, ein kleines Geschenk von Skizzo. Sag mir Bescheid, wenn du es ihm zurückgeben willst. Aber klar doch. Also wie das jetzt bei Boozer aussah, hatte der einen Patch auf seiner linken Seite. Auf der rechten Seite ist der Sergeant at Arms Patch und Verdammt, Skizzo. links war dann wohl die Zugehörigkeit zum Chapter. Wir wollen doch nicht, dass Iron Mike ihm den Prozess macht, oder? Das stimmt nicht. Gut, was machen wir jetzt? Ja, das wollte ich auch gerade Ich fragen. kenne die Gegend ziemlich gut. Sarah, sie arbeitete südlich der Iron Butte Ranch.
früher oft zum Lunch abgeholt. Über beigebracht. Pferd. Jesse, Carlos, wie auch immer sich dieser Vollidiot nennt, hat sich in dem alten Golfresort breit gemacht. Südlich der Lodge liegt der Crescent Lake Stausee. Wenn wir den Damm sprengen, strömen die Wassermassen ins Tal und sie ersaufen alle wie die Ratten. Ja, aber die Lodge liegt auf einem Hügel. Ja, sie wird der Flut sicher standhalten, aber die Wassermassen werden viele Ripper auf dem Gelände mitreißen und töten. Der Plan ist nicht ganz durchdacht, so kommt man es zumindest mal vor. Ja, wieder voll ins Ripper-Gebiet, klar, das habe ich auch noch nicht, bei weitem noch nicht alles erledigt. Überlebt, rechnet er nicht mit uns. Ganz genau. Aber der Plan scheint mir ziemlich Jetzt urausgereift. müssen wir nur noch rausfinden, wie er unbemerkt ins Iron Butte-Tal gelangen konnte, hm? Ich bring uns da schon hin. Halt du dich gut fest. Ja, weil wenn der Typ das überlebt, dann bleiben wahrscheinlich nur noch ein paar Getreue und Carlos alias Jesse übrig. Müssen wir halt gucken, was wir da machen. Können wir eigentlich absteigen und tanken? Nur mal so Interesse halber. Nur mal so ganz Interesse halber. Ja, können wir. Okay, welche führt dann noch? Ah, muss ich gerne gucken, welche Zapfsäule noch Benzin führt. User hält die Stellung. Und wir tanken, wenn möglich. Das ist nicht möglich. Oh. User kümmert sich drum. Komm, Buser. Buser? Buser? Doch halt nicht. So. Okay. Also ein einzelner Ripper war ja unterwegs. Und wie es aussieht, können wir unser Bike gerade nicht tanken. Na gut, dann halt nicht. Busi, da kommen wir her. Dann halt nicht. Schade. Okay. Das war ein Versuch wert. Kommen wir da überhaupt durch? Töte die Ripper. Ich sehe sie. Kommt schon. Ihr verdammten Ripper. Schaut euch mal meinen Namen hier an. Das ist für euch. Okay. Medikit ist immer gut. Vielleicht hilft der Tod, dein dummes Geschwätz zu unterbinden. An deiner Seite. Wow. Au. Frei! Frei! Moment. Okay, das war jetzt aber nicht gerade ein Kill, was Deke hier gemacht hat. Egal. Lass ihn sehen. Ich lass dich gleich sehen, Sightseher. Oh, das war in das Sackschosser. Das war nicht die schöne Variante. Aber es sind Ripper. Ripper sind Arschlöcher, die haben es verdient. Autsch. Okay. Der geht auf Buser. Ey. Ich glaube, es hackt. Noch mehr Ripper. Ich hab sie. Okay. Moment, da war noch einer. Oh, das ist wieder eins meiner Arschlöcher, was sich abzündet und mich dann im Nahkampf angreifen will. Das ging mir schon besser. Na gut, komm schon. Bringen wir es zu Ende. Okay, ich bin dabei. So. Okay, dann plündern wir die Typen noch. Und schauen mal, was wir da sonst noch finden. Ach, Bomb. Okay, müssen wir hier eventuell noch irgendwelche Dinger wegschieben? Sieht aber nicht so aus.
Okay. Blech. Also Ripper-Territorium ist echt immer ziemlich ekelhaft. Weil es so menschlich infiziert aussieht, ne? Das sieht nicht so Freaker-tiermäßig infiziert aus, sondern es sieht so menschlich nachgeahmt tierartig aus. Das macht das Ganze nochmal so richtig gruselig, finde ich. Okay. Aber jetzt haben wir offenbar uns noch hier einen Außenposten geknackt, den wir vorher nicht langfahren sind. Bisher sind wir immer nur über der Pass. Da war das Flugzeug. Jetzt fahren wir hier über den Pass. Also auch noch einen Zugang zum Ripper-Gebiet, den wir bisher noch nicht kannten. Und ganz langsam. Immer hier wollen wir hier ja auch sicher durchkommen. Also, es sieht schon gruselig aus. Also Ripper-Gebiet ist irgendwie immer etwas creepy. Und wirkt halt auch wirklich richtig geisteskrank. Wir müssen jetzt nach Süden. Ich komme schon. Okay, ist das ein Nero-Kontrollpunkt? Das war wohl ein Nero-Kontrollpunkt. Dann haben die Ripper allerdings komplett verschönert. Also ich gucke mich jetzt hier auf jeden Fall nochmal ein bisschen um. Naja, ich meine, klar, wenn hier ein Nero-Kontrollpunkt war, dann eignet sich das eigentlich ideal für die Ripper, hier ihr Kontrollstation einzurichten, wo die Leute auch noch leben können. Wobei das bei Ripper eigentlich eher ein irgendwie existiere ist, statt ein Lever. Ipka-Technologie. Gucken wir, ob wir hier in den Kontrollpunkt noch reinkommen. Kein Strom. Ach, Scheiße. Ja, ich sehe schon, da ist der Generator. Also wir gucken, dass wir das Ding jetzt auch noch zum Larve kriegen. Warte mal, aber vorher schneiden wir hier, wenn möglich, nochmal die Lautsprecher ab. Ach, wenn das jetzt eher nur so was Optionales ist, mag ich es trotzdem noch machen. Okay, das sind nur Flutlichter. Das sind wahrscheinlich noch vorne bei der Station Lautsprecher. Das machen wir auf jeden Fall alles ab, den Scheiß. Ja, da es ja auch schon Ofendämmerung ist, dass Freaker nochmal auf uns aufmerksam werden. Genau, ich dachte mal schon. Mittlerweile habe ich so viel schon gelernt. Ach, lecker. Das halbe Hähnchen ohne noch. Kikakaku köstlich. Dann gucken wir noch Benzin. Und schalten das Ding dann nochmal ein. Wenn möglich, natürlich. Okay, das war dumm. Warte mal. Das machen wir so. Über den Schalldämpfer noch. Ah, okay. Das hätte ich mal ersparen können. Na gut, ich habe gedacht, du gibst keinen Weg hoch, aber dann halt so. Jetzt brauchen wir nur noch Benzin. Ballast. So, jetzt brauchen wir eigentlich wirklich nur noch Benzin. Okay. Da werden uns ein paar Dinge angezeigt. Wir müssen halt noch Sachen gucken, die wir auch aufnehmen können. Ja, das sind natürlich auch die Sachen dabei, mit denen wir interagieren können. Und die befinden sich halt alle hier drin. Ja, geil. Ist noch irgendwelches Zeug? Vielleicht Benzin noch hier? Du hinter. Direkt beim Scheißhaus. Da, wo sie gehört. Beziehungsweise in dem Fall beim Feuer. So, machen wir es mal an. Ja, gutes Timing. Bei sowas ist unser Überlebensinstinkt halt natürlich auch nochmal ganz cool und wichtig. So, mit dem Rest gucken wir nochmal, dass wir möglicherweise unser Bike noch aufgetankt kriegen. Ne, offenbar funktioniert das nicht, wenn wir Booster mit dabei haben. Na gut, kommen wir auf. Na, rares Ding. Oh, wir müssen es nochmal reparieren. Na dann. Ja, jetzt sind wir im Geschäft.
Okay, Anna ist noch A tatsächlich. Und jetzt erscheint auch hier Nero-Kontrollpunkt. Moment, ich habe noch gesehen, da vorne war noch ein Lautsprecher, den ich anscheinend noch nicht geknackt habe. Allerdings wo, sehe ich gerade nicht. Mhm. Freaker sehen es aber anscheinend schon. Ah, ein scheiß Kreischer. Gute Nacht. Okay. Gut, das war nämlich echt scheiße. Kreischer sind halt richtig scheiße für uns. Aber immerhin jetzt erscheint der Nero-Kontrollpunkt ab. Das ist es. Moment. Das Ding haben wir verreckt. Und da ist noch einer. Okay. Okay. Ich glaube, das Okay. Das müsste ein Treffer gewesen sein. In der Kopf. Okay, wo hat sich dann Boozer gerade hier verpisst? Okay, der waschelt irgendwo da oben rum. Boozer? Naja. Also, mal sehen. Ah, cool. Ein Nero-Injektor. Jawohl. Mal sehen, ob der noch geht. Gut, da wird als erstes wieder die Gesundheit erhöht. Rogue Tunnel, Nero-Kontrollpunkt zu 90%. Wird schon schief gehen. Hier noch ein Medikit. Das braucht man. Jo, das brauche ich auf jeden Fall. Und keine Ahnung, wo Boozer rumwurschtelt. So, aber auf jeden Fall wollte ich den Kontrollpunkt hier nochmal als Schnellreisestation freischalten. Da ist noch ein Waffenschrank, wahrscheinlich dann noch ein Bett zum Schlafen. Mobile medizinische Einheit, Befehl TS-27, schlag mich tot. Auf jeden Fall was zum Sammeln. Okay. Gut, da liegt auch noch was rum. Auch noch ein Medikit, perfekt. Okay. Ich versuche jetzt fortzufahren. Hoffentlich sieht Boozer das. Ah. Okay. Okay. So, wir sollten machen, dass wir fortkommen. Hoffentlich merkt Boozer das jetzt und kommt dann wieder zurück. Ja, wir müssen jetzt sowieso warten. Boozer kommt jetzt von irgendwo angerannt. Also er kommt über die Straße anscheinend. Ja, ich sehe sich da was bewegen. Bei der Palisade, ja, beim Auto jetzt, beim Wrack. Wir hätten jetzt richtig in die Hose geschissen, wenn ein paar Infizierte noch in der Nähe gewesen wären. Ne? Da hätten die uns ordentlich hier vermöbelt. So, okay. Gut, also ich glaube auf jeden Fall, Boozer war im Chapter zugehörig, so ganz nebenbei. Wie gesagt, an seinem Patch auf der linke Brustseite zufolge. So, und die Lautsprecher der Ober, die an der Lichtstrahler, die übersehe ich irgendwie immer ziemlich häufig. Okay, weiter im Ripper-Gebiet. Jetzt sind wir in dem Gebiet, was wir schon kennen. Und wir haben die Schnellreisefunktion zumindest ins Ripper-Gebiet freigeschaltet. Das ist für später, glaube ich, ganz nützlich, wenn wir uns dann, wenn die Ripper-Scheiße vorbei ist, wenn wir uns dann wirklich mal hier in der Gegend umgucken und die Karte mal wirklich vollkommen aufdecken. Das müssen wir ja auch noch machen. Ich bin immer sehr dafür, bei Open-World-Spielen die Karte freizulegen. Okay, Bike-Geräusche werden auch für die Ripper nichts Ungewöhnliches sein. Die fahren ja schließlich auch mit Motorrädern durch die Gegend. Okay. Kommt hier jetzt noch was? Ja, es ist da hinten. Und ich würde sagen, ihr liebe Leute, weil ich so ein mieser Typ bin, mache ich hier an der Stelle meinen Cut. Und es stellt ein sauberer Abschluss einfach dar. Wir sehen uns dann übermorgen wieder. Ich gehe jetzt auch auf jeden Fall wieder in den Startbildschirm, dass uns kein Ripper möglicherweise auf der Straße erwischt.
Und jetzt sage, das ist doch ein perfekter Cliffhanger für Übermorgen zu Let's Play Days Gone auf Pelzig. Also machen's gut und bis Übermorgen dann wieder, dann werden wir sie ersäufer. Ich spare mir den Ausdruck wie die Ratte, weil ich Ratte mag und ich finde generell Tiere ersäufe ist so ziemlich das allerletzte. In dem Sinne, schöne abschließende Worte, machen's gut und bis Übermorgen, ihr liebe Leid. Eiern Yankee.